Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zur Neuverpflichtung von Rafael Guerreiro. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber so wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sollte das passen. Ich würde sagen, bevor wir irgendwie da ein bisschen reingehen, schauen wir uns einfach mal das Video dazu an. Sofern die Technik mitspielt hier auf der Bayern-Seite, sehr gut. Ja, ist nur 2 Minuten, so wie es so ein Kurzdingen, wie es beim... We'll do everything to win title. I know it's the philosophy of the club, and yeah, I will give everything. It's a big club, and of course, if I have the opportunity to be in the big team, I will take it directly. Gut, Rafael ist seit Jahren ein konstanter und wirklich interessanter Spieler der Bundesliga. Er ist international erfahren, charakterlich, sportlich passt er absolut in unser Team und der Trainer und wir als Verantwortliche sind uns einig, dass er unser Spiel bereichern wird. Servus. Okay, my idol. Okay. For me, it was really excited to play for Bayern Munich because I know how I am on the pitch, and I want to be on the team with possession. And I know, yeah, Bayern Munich is a top club for that. I'm someone who wants the ball all the time. I will be in movement all the time also because it's how I see the football. If you don't move, yeah, you cannot create chance. Yeah, almost. Was the coach? Yeah, he called me, and of course I appreciate him a lot when I was in Dortmund with him. And of course was really important for me to have him on the phone, and because of that I think I took my decision really fast. Ja, wild. Was ist denn da in Dortmund los, Alter? Nennen die in Dortmund keine deutsche Sprache oder was? Oder war das jetzt nur für das Video so? Ist ja wild. Weil er war doch ein paar Jahre in Dortmund, aber er ist ein paar Jahre in Deutschland. Also. Ja, da bin ich mal gespannt, ob der bei uns noch Deutsche lernen muss, soll, wie auch immer. Nur so. Ja, ist jetzt nicht zwingend. Wie gesagt, Englisch ist die Hauptsprache, alles gut. Aber ein bisschen verwundert bin ich schon, wenn ich ehrlich bin. Wenn man sich so anguckt, dass so ein Tell nach einem Jahr bei uns sehr gut Deutsch spricht. Aber gut. Andere Vereine, vielleicht andere Ansichten. Vielleicht spricht er auch Deutsch und nur für dieses Video wurde es halt auf Englisch gemacht. Kann ja auch sehr gut sein, möchte ich gar nicht bestreiten. Gut, linker Verteidiger. Ich habe irgendwie letztens in den Kommentaren irgendwas gelesen, ja, ist die Position, die er am wenigsten bei uns gespielt hat von irgendeinem Dortmunder. Oder ich habe es falsch verstanden, ich weiß es nicht. Wenn man sich das aber anguckt, hat er ja schon die meisten Spiele als linker Verteidiger gespielt bei Dortmund. Hatte gerade auch mal hier eine schöne Übersicht. Können wir uns ja auch mal kurz reinziehen. Insofern auch hier die Technik mitspielt. Geil. Also, wie wir sehen, linker Verteidiger 29 Einsätze. 6 im zentralen Mittelfeld und 1 im linken Mittelfeld. Ist auch schön, dass ihr das seht hier. Weil meine Birne davor ist. Ansonsten natürlich Stammspieler bei Dortmund gewesen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, warum die Dortmunder ihn haben ziehen lassen irgendwie. Wir können aber auch hier nochmal, wenn wir hier reingucken, ist glaube ich auch nochmal, genau, hier sehen wir es auch nochmal aufgeschlüsselt. Für die Leute, die es irgendwie interessiert, hier hat er halt 35 Spieler als linker Verteidiger, 5 im zentralen linken Mittelfeld, 1 im zentralen rechten Mittelfeld. Und 1 als linker Mittelfeldspieler und 3 Spiele als Ersatz. Ansonsten sieht man schon, dass er Stammspieler war. Wenn man sich die Statistik anguckt, 36 Spiele, davon 34 in der Startelf, 2 Einwechslungen, 9 Auswechslungen, 6 Tore, 14 Assists, 4 gelbe Karten. Ich denke, ist jetzt nicht so schlecht, ja, wenn man so einen Spieler dann umsonst, sagen wir einfach mal, ja, wenn es ablösefrei ist, ist es nicht umsonst, müssen wir nicht drum herum reden. Aber wenn man so einen Spieler bekommt, so wie es auch in dem
in dem Video gesagt wurde, ein Top-Bundesligaspieler mit internationaler Erfahrung, ist ja auch Nationalspieler. Wie weit er da jetzt irgendwie Stammspieler ist oder sowas, kann ich euch gar nicht sagen. Ich bin auf Nationalmannschaftsebene aktuell nicht wirklich irgendwo im Bilde. Ja, ich denke, Tuchel wollte ihn haben. Ich denke auch, dass es ein guter Transfer ist für uns. Auch da stand schon in den Kommentaren, ja, Schwachsinnstransfer, wir haben Alphonso Davies. Habe ich auch gelesen, dass Guerrero auch nicht stärker sein soll in der Verteidigung wie Alphonso Davies. Kann ich persönlich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Dortmunder, ich kann da relativ wenig zu sagen, wie stark er in der Verteidigung ist. Aber wenn man gesehen hat, was Fonsi diese Saison in der Verteidigung gespielt hat, denke ich, dass er da Konkurrenz gebrauchen kann. Und ja, vielleicht ist das die Chance für Fonsi, einmal da nach vorne zu rücken. Aber da können wir gleich nochmal drauf kommen. Wie gesagt, ja, ich meine, gut, er ist 29, hat jetzt 3 Jahre gekriegt, ist 32, ich denke, das passt. Dass er nochmal weg will von Dortmund und vielleicht nochmal irgendwie Titel gewinnen will, ist wieder so das Dortmund-Thema, was ich im anderen Video schon mal thematisiert habe. Ja, dafür war er lange genug in Dortmund und ja, titelmäßig weiß ich nicht, was er gewonnen hat in Dortmund. Pokal. Ich denke, das war's dann auch schon so ziemlich, oder? Ich weiß es gar nicht. Soll auch kein Diss sein gegen Dortmund oder sowas. Aber das ist einfach Realität aktuell. Ja, und das ist so das Dortmund-Problem, aber darum soll es hier nicht gehen. Ich denke, für uns eine nachvollziehbare Verpflichtung. Eine Verpflichtung ohne großes Risiko, weil keine Ablöse kostet. Da wären, ja, wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es nicht, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, um die 10 Mille, die da irgendwie fließen an Handgeld und Beraterkosten und hast du nicht gesehen. Von daher, für mich persönlich ein Transfer, den du machen kannst, machen musst, wenn nicht sogar. Wie gesagt, wenn Pavard geht, Cancelo wird nicht verlängert, so haben wir auf jeden Fall auf der linken Verteidigerposition eine Alternative, weil es sieht ja auch ganz stark danach aus, dass ein Hernandez geht, der sonst unsere Alternative war. Ja, Stanisic hat das auch schon mal gespielt, links. Ja, aber als Rechtsfuß, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Von daher für mich ein Top-Transfer. Wie gesagt, war Stammspieler in Dortmund letztes Jahr. Also kann jetzt nicht so schlecht gewesen sein. Und wie wir gesehen haben, die Statistiken sind auch völlig in Ordnung. Und wieder einer, der Bock hat, Titel zu gewinnen. Das muss man ganz klar mal so sagen. Ja, der im Herbst seiner Karriere oder auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wie man das sehen möchte, so mit 29, nochmal Gas geben möchte und ein bisschen was erreichen möchte. Ich denke, wird unserer Mannschaft sehr gut tun. Und nochmal, ich denke, Fonsi braucht auch Konkurrenz. Fonsi ist schnell, ja, hat gewisse Qualitäten, aber defensiv war das so die letzten Monate auch echt nicht viel. Und das Schöne ist, er kann halt auch im defensiven Mittelfeld spielen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, klar sind da noch viele, viele Namen im Rennen aktuell bei uns, Transfergerüchte. Aber wenn da irgendwie, muss man da jetzt auch nicht irgendwas Dummes tun, dann kann man halt auch immer auch noch sagen, ja, wir haben hier nochmal einen, der auf dieser Position spielen kann. Auch wenn wir ganz, ganz viele zentrale Mittelfeldspieler aktuell noch im Kader haben. Da muss man ja auch mal abwarten. Also, mein Fazit zu dem Transfer, auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja. So wie man es ja auch jetzt gerade gehört hat, Tuchel hat ihn angesprochen. Also ist es schon so ein Trainerwunsch. Ich bin sehr gespannt, wie Tuchel ihn sieht, ob er ihn als linken Verteidiger sieht. Ich denke, er wird ihn nicht angesprochen haben oder gesagt haben, komm nach Bayern, damit du hier nur Ergänzungsspieler bist. Von daher denke ich, kann es schon sehr gut sein, dass der Gedanke ist, Fonsi einen nach vorn zu ziehen. Sind wir ehrlich, mal abgesehen von Kingsley war auch alles, was da vorne auf außen rumgerannt ist, jetzt auch nicht die Welt in der letzten Saison. Auch da war ja schon in den Kommentaren bei dem anderen Video, ja, Fonsi, der kann ja gar nichts offensiv. Der kann ja noch nicht mal irgendwie 1, 2 Leute stehen lassen und alles, was wir so gesehen haben, wenn er dann mal vorne war. Nee, sehe ich nicht so. Ja, erstmal kommt Fonsi aus der Offensive, ist erst, wo er bei uns war, zum linken Verteidiger geworden. Hat's auch sehr gut gemacht, oder macht's auch sehr gut, hat aber teilweise nach hinten hin leider immer noch so ein paar Schwächen. Er macht immer viel durch seinen Speed weg, gar keine Frage. Das ist auch super wichtig. Aber ich kann mir in Fonsi auch sehr gut eine Position weiter vorne vorstellen.
Wie es dann aussieht im 1 gegen 1 oder mit dem Torschuss und so weiter, das muss man dann halt sehen. Ja? Aber gibt den Jungen doch einfach mal die Chance. Warum denn nicht? Also ich denke, er bringt alles mit, was man auf dieser Position als Außenstürmer, nenne ich es jetzt mal, braucht. Ja? Und vor allen Dingen ist er auch jemand, der sich dann nicht zu schade ist, die Wege mit nach hinten zu gehen. Ja? Das ist ja das ganz Wichtige, wo sich so ein Gnabry zum Beispiel super für zu schade ist. Von daher könnte das schon was werden. Und wie gesagt, jetzt zu dem Transfer nochmal, er ist super vielseitig, kann im Zentralmittelfeld spielen, kann aber auch mal im linken Mittelfeld spielen, er kann linker Verteidiger spielen. Also ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Transfer für uns. Für Dortmund, ja, weiß ich nicht, was Dortmund an Alternativen irgendwie auf Außen hat. Stecke ich nicht so drinne, aber für uns auf jeden Fall ein Transfer, der Sinn macht. Und ja, ist ein Wunschspieler vom Tuchel. Und nochmal, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass ein Tuchel, wenn er einen Wunschspieler hat, den er holt, dass er den holt, um zu sagen, du bist jetzt hier Ergänzungsspieler und sitzt auf der Bank. Ja, also von daher, denke ich, wird so der ein oder andere Alteingesessene schon mal ein bisschen Dampf kriegen. Ja. Ob das jetzt ein Fonsi ist, der dann einen nach vorne geht und dafür vielleicht ein Gnabry und ein Sané irgendwie raus ist, oder ob er als Sechser aufläuft, wie auch immer, oder als Achter, I don't know. Wir werden es sehen. Lassen wir uns mal überraschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Transfer haltet. Dass er jetzt ausgerechnet von Dortmund kommt, ja, ist noch so, ja, nachdem der Süle ablösefrei letzte Saison gegangen ist, ist es so das Umkehrding. Ja. Aber das ist gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Wie gesagt, er ist ein vielseitiger Spieler, ist ein Spieler, der auf jeden Fall noch Hunger hat, der jetzt noch die letzten 3 Jahre, so wo er nochmal auf Top-Niveau spielt, von 29 bis 32, denke ich, kann man davon ausgehen. Er möchte natürlich nochmal richtig Titel gewinnen, was reißen, und deswegen wird er dieser Mannschaft mit Sicherheit gut tun. Ich weiß jetzt nicht, ob er so der laute Spieler ist oder eher so der zurückhaltendere Spieler. Ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn er wirklich kein Deutsch sprechen sollte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn du so lange in dem Land bist. Weil bei uns ist es halt in der Kabine immer noch so, dass Deutsch gesprochen wird. Ja. Klar, wird auch mal, wenn mal was nicht verstanden wird, auf Englisch gesprochen, oder. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das unter Tuchel auch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns da überraschen lassen. Nochmal, ich bin sehr gespannt, wie der Spieler eingesetzt wird. Ja, eben, weil es ein Wunschspieler vom Tuchel ist, der erste. Ja, muss man ganz klar so sagen. Auch wenn schon vorher so ein bisschen, klar, wenn so ein Spieler auf dem Markt ist für kleines Geld, hast du kein Risiko, und ja, dann nimmst du ihn natürlich mit. Erst recht, weil wir nicht wirklich ein Backup haben auf linker Verteidigerposition. Wobei ich eher denke, dass er mehr wie ein Backup sein wird. Eben aufgrund der Tatsache, ja, dass es ein Tuchel-Wunschspieler ist. Bin ich sehr gespannt. Für mich ein guter Transfer. Ja, na klar, auch das stand schon in den Kommentaren. Ja, der FC, was verpflichten wir für Spieler? Ein Leimer, ein Österreicher von Leipzig, ein Guerrero von Dortmund, wo sind die klangvollen Namen? Leute, wir müssen nicht als FC Bayern, nur weil wir die Kohle haben, irgendwelche Transfers für 100 Millionen machen. Ich denke, ein Leimer wird uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, und ich denke auch ein Guerrero wird uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen, und dass beide ablösefrei sind, ja, ist doch die Kirsche auf der Sahnetorte, sag ich mal, ja. Das war ja beim Leimer auch so eine Geschichte, ja, man nimmt einen Leimer, der den Leipzig gar nicht mehr haben will. Ja, was ein Schwachsinn, Alter, Leute, beschäftigt euch halt mal mit den Themen, ey. Es war halt so, dass er nach Bayern wollte und deswegen die Verträge, Vorvertrag und so weiter gab, und nicht Leipzig hat alles versucht, ihn zu halten. Das muss man mal ganz klar so sagen. Aber ja, das sind halt alle Spieler, die irgendwie noch Titel gewinnen wollen, die noch was erreichen wollen, und deswegen kommen sie ja zum FC Bayern. Und wie gesagt, beide Spieler sind Transfers ohne jegliches Risiko oder kleines Risiko. Ich denke, beide Transfers werden uns in der kommenden Saison gut zu Gesicht stehen, und ich hoffe einfach, ich denke, beim Guerrero können wir davon ausgehen, dass ja die Leute auch die Chancen kriegen, die sie brauchen, um zu spielen. Ja. Aber wie ich jetzt schon mehrmals sagte, da es ein Tuchel-Wunschspieler ist, gehe ich davon aus, dass wir ihn auch öfter sehen werden. Aber lassen wir uns mal überraschen, wer sonst noch so kommt.
Da sind ja gerade wieder ganz, ganz viele Namen im Gespräch. Dann sind ganz, ganz viele Namen wie so ein Kim super heiß. Dann liest man jetzt wieder, ja, wir gehen vom Kim wieder zurück. Jetzt doch nicht, Blasels. Es wird einfach Zeit, dass der 1.7. kommt, dass dieser Transfermarkt auf ist. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ja, dann ist alles ein bisschen heißer. Aktuell ist halt alles, ja, jeder Spieler, der irgendwo irgendwie nur den Verdacht äußert, dass er seinen aktuellen Verein verlassen möchte, wird gleich mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, wenn es ein Innenverteidiger, ein Sechser oder ein Stürmer ist. Also ganz, ganz wild. Jetzt kommen noch ganz wilde Gerüchte mit Mount, offensives Mittelfeld und ja, brauchen wir unbedingt jetzt oder was? Brauchen wir, haben wir gar keinen Bedarf auf dieser Position. Also ganz wild aktuell bei uns. Ich bin sehr gespannt. Es wäre schön, wenn frühzeitig da Nägel mit Köpfe gemacht werden, sobald der Transfermarkt offen ist. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das war's, Leute. Haut mir gerne eure Meinung rein zu Raphael, was ihr denkt, ob er bei uns was reißen wird oder nicht und ob es ein guter Transfer ist oder ein schlechter Transfer. Meine Meinung habe ich gesagt, guter Transfer mit geringem Risiko und ich bin sehr gespannt und freue mich jetzt schon auf die neue Saison. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, bis dann, tschüssi!